Amen. Ein Anbetung Gottesdienst haben wir gehört. Wie sieht das denn aus? Spannend, ein Worship-Gottesdienst haben. Ich habe klar gewusst, dass heute ein Worship-Gottesdienst ist. Und habe ich mich überlegt, was wäre, wenn ein von den Alten Testament Charakter wird heute in einen von unseren Gottesdiensten hineinlaufen, besonders heute in unseren Gottesdienst. Stell dir vor, der Noah oder der Abraham, die laufen in unseren Gottesdienst hinein. Und was machen wir? Wir stehen auf, wir sind am Singen, am Klatschen, gewisse tun die Hände aufheben, wir haben Musik, Instrument. 100% werden sich fragen, was macht ihr da? Und wir sagen, wir tun unseren Gott anbeten. Das ist jetzt Lobpreis, das ist Worship. Was werden sie zu sich denken? Wahrscheinlich, spannend. Das ist Lobpreis bei unserer Zeit. Lobpreis hat ein bisschen anders ausgesehen. Spannend. Mal schauen, wie euer Lobpreis aussieht. Wie hat Ihr Lobpreis damals ausgesehen? Was haben Sie damals gemacht? Was war Anbetung im Zeit von Noah, Abraham, vor dem David? Eigentlich, sie haben auch Lobpreis gehabt. Es ist nicht, dass sie nicht gesungen haben. Wir sehen im Alten Testament, Maria, die Schwester von Mose, sie nimmt einen Tambourin und sie fängt an zu singen und tanzen und Israel hinten dran mit ihr zusammen. Also sie haben schon gesungen, sie haben tanzt. Sie haben auch Instrumente gehabt. Sogar noch ein bisschen fröhlicher in ihrer Kultur. Vielleicht kann man heute auch ein bisschen fröhlich werden mit Klatschen und Tanzen. Mal schauen. Aber die Kultur von Anbetung, wie wir das kennen und heute in unserer Kirche praktizieren, das hat eigentlich mit dem David angefangen. Der David, er hat eine andere Sprache eingebracht für die Anbetung. Er hat Lieder geschrieben, die heißen Psalmen. Er hat ein Instrument gespielt. Er hat einen Choir gemacht mit vielen Sängern, genau wie der Meli macht für die Weihnachten. Er hat sogar Zeiten gegeben, welche Gruppe singen. Also die Kultur von Anbetung, die wir auch heute kennen, hat der David voll hineingebracht. Aber heute Morgen möchte ich kurz mit euch schauen, wie hat Anbetung Lobpreis ausgesehen vor der Zeit von David und was heisst es für uns? Bevor David der Worship, wo finde ich, by the way, genial, was er gemacht hat, er hat einfach Herzen bewegt und es war eine Revolution gewesen, aber das ist ein anderes Thema. Vor ihm, Israel, hat Gott arbeitet durch Altar. Wir sehen schon von Anfang an, 1. Mose, Kapitel 8, der Noah gibt eine Flut, der Noah kommt irgendwann an, nach 40 Tagen, und dann kommt in trockenes Land. Und was macht er? Das allererste, was der Noah macht, er baut kein Haus, er geht nicht in Vineyard pflanzen, sondern das allererste, was er macht, er baut einen Altar von Gott. Und aus diesem Altar bringt er Opfer. Er und seine Familie fangen an, Gott anzubeten mit dem Altar. In der 2. Mose, Gott sagt an Israel, Gott sagt an Mose, für mich solltet ihr einen Altar bauen und mit dem Altar mich anbeten. Lass uns das kurz zusammen lesen. 2. Mose 20, Vers 24 bis 26, das ist Gottes Befehl an Israel. Errichtet stattdessen für mich einen Altar aus Erde und bringt auf ihm Schafe, Ziegen oder Rinder als Brand und Friedensopfer dar. Ich selbst werde euch zeigen, wo ihr dieses tun und mich anbeten sollt. Wir bleiben kurz da. Der Bibelstelle darf da sehen. Erstens finde ich mega spannend. Gott sagt, baut ein Altar aus Erde, aus Stein.
Er sagt nicht, kommt mit Gold, Silber, Marmor, mega teure Sachen, dass es mega schön aussieht und luxury-mäßig. Nein, er sagt, nehmt Erde, nehmt Stein, nehmt das, was ihr habt. Nehmt das, was vor euch liegt. Nehmt das, was ganz einfach ist. Macht es nicht kompliziert. Nehmt alles, was ihr habt, schon vor euch und baut für mich einen Altar. Macht es nicht kompliziert. Nimm das, was gerade vor deinem Auge ist. Nimm das, was du hast. Nimm das Einfachste, das Günstigste, aber das, was du hast. Und bau mir etwas simpel. Ich brauche nicht kompliziert. Aber bau mir einen Altar. Und auf diesem Altar tust du mich anbeten. Dann geht es weiter. Dann will ich zu euch kommen und euch segnen. Dann will ich zu euch kommen und euch segnen. Jedes Mal, wenn Israel hat einen Altar von Gott gebaut, Gott ist gekommen. Er hat Menschen begegnet. Er hat Menschen gesegnet. Das sehen wir durchaus Bibel. Noah hat einen Altar von Gott gebaut. Gott hat nicht gesagt, er von sich selber baut einen Altar. Und Gott kommt, begegnet ihn und segnet ihn mit einem neuen Anfang, mit einer neuen Verheißung, mit einem neuen Bund, wo er mit Noah und seinen Kindern und seinen Nachfolgern schließt. Abraham baut einen Altar in einer Zeit, wo er verzweifelt ist, in einer Zeit, wo er nichts gewusst hat, in einer Zeit, wo er hat nur gehorsam sein, ohne einen Befehl. Er baut einen Altar von Gott und dann kommt ein Gott. Und er kommt als Versorger. Und der Abraham sieht den Ort und er sagt, Jehova Jaira, Gott ist mein Versorger. Wir sehen genau gleich bei der Elia. Er tut einen Altar renovieren, alles neu bauen. Kein Befehl von Gott. Keine Ahnung, was passiert. Einfach Vertrauen. In einer Zeit, wo alles gegen ihn steht. Er baut einen Altar. Und was passiert? Kommt Gott. Und er bringt Feuer. Und er offenbart seine Herrlichkeit an Israel. Das Gleiche mit Mose. Baut einen Altar in der Zeit des Krieges. Kommt Gott und er gibt ihnen Sieg. Und er sagt, Jehova, Victory heißt Nisi. My banner of victory. Gott ist unser Sieg. Das Gleiche mit Gideon. Er hat Angst. Er hat keine Ahnung, was soll er machen. Baut einen Altar. Fängt an Gott anbeten. Das ist der Einzige, was er machen kann. Und dann sagt er, kommt der Jehova mit Freude, mit Frieden. Und er sagt, da ist Jehova Rapha. Er ist der, der heilt, der Frieden schenkt. Die Bibel sagt, baue den Altar und ich komme. Baue einen Altar. In einer Zeit, wo dir nicht gut geht, bete mich an und ich werde kommen und ich werde dich segnen. Und spannend ist, geht weiter und sagt, wenn ihr mir einen Altar aus Steinen errichtet, sage ich das korrekt, so verwendet dazu nur unbehäusenen Felderstein, denn ihr würdet den Altar entweihen, sobald ihr ihn mit dem Meißel bearbeitet. Im neue evangelische Übersetzung heißt, ich lese von einer anderen Übersetzung, macht mir einen Altar aus Erde und bringt darauf eure Schafe und Rinder dar. An jedem Ort, wo ihr durch ein Opfer an mich denkt, an jeden Ort, wo ihr an mich denkt, werde ich euch näher sein und euch segnen. An dem Ort, wo ihr meinen Namen bedenken, an dem Ort, wo ihr meinen Namen proklamiert, an dem Ort, wo ihr sagt, der Name Gottes, der Name Jehova ist heilig, ist gross, ist mächtig. Ein Altar war ein Ort, wo die Israeliten haben gesagt, da ist Gott. Und Gott ist gekommen und er hat immer einen neuen Namen gegeben. Und es ist spannend, die Israeliten, die Kinder, es gibt viel Altar in Israel. Und ich glaube, die Kinder mit den Eltern sind mal in einen Ort gegangen, haben einen Altar gesehen und gefragt, was ist das? Und die Eltern konnten
erzählen, was Gott an diesem Ort gemacht hat. Und dann sind sie weitergegangen, und was ist der Altar für? Sie haben es erzählt, an diesem Ort ist Gott gekommen. Und damals haben die Menschen Gott nicht gekannt. Und er hat sich offenbart, und er hat geheilt, und er hat Sieg geschenkt, und er hat Freude geschenkt, und er hat gesegnet. An diesem Ort haben sie ein Zeugnis erzählen, haben sie Storys weitergeben, haben sie sagen, an diesem Ort, Gott hat Menschen begegnet. Ein Altar war nicht nur ein Ort von Zeugnis, also es war ein Ort vom Zeugnis, aber nicht nur das. Jedes Mal, wenn Menschen einen Altar gebaut haben, in der alten Zeit, im Alten Testament, sie wollten einen Ort markieren für ihre Gott oder Götzen. An jedem Ort, wo ein Altar gegeben hat, ist der Name von dem Gott geschrieben worden. So, wenn Israeliten einen Altar baut, sie haben mit dem gesagt, Jahwe ist da. An dem Ort herrscht unser Gott, herrscht der Jahwe. In dem Ort haben alle anderen Götzen keinen Platz. Sie sind nicht willkommen. Nur Jahwe ist da. Nur unser Gott. Und wenn sie umgegangen sind, sie haben die Altar gesehen, und das hat geheißen, der Baal, der Aschur, der Tammuz, die sind nicht da willkommen. Der Ort gehört unser Gott. Der Ort gehört unser Jahwe. Wenn wir einen Altar bauen von Gott, Lobpreis ist ein Altar bauen von Gott. Wenn wir einen Altar bauen, wir tun Gottes Namen aussprechen. Wenn wir bei uns in der Kirche Altar bauen, wir erzählen, was er gemacht hat. Wir proklamieren Gottes Taten in unserem Leben. Lobpreis ist immer noch ein Altar bauen. Hat eine andere Form, einen anderen Stil, sieht anders aus. Heutigen Tag, wir nehmen keinen Stein, keine Erde und wir bauen nicht physischen Altar. Heute machen wir anders. Heute dürfen wir jeden Moment, in jeden Ort, in jeden Platz einfach in Gottes Gegenwart reinkommen und unseren Altar bauen. Nämlich, wir können proklamieren, unser Gott ist der Herr. Unser Gott ist König. Unser Gott herrscht. Unser Gott, er ist der Größte, er ist der Beste. Wir kommen in der Kirche und wir singen und wir proklamieren Gott. Wir deklarieren, er ist der einzige Herr in der Welt. Unsere Lobpreis, unsere Anbetung, unser Gebet, unser Geben, unsere Zeit ist eine Deklaration, Proklamation von wer Gott ist. In Hebräer Kapitel 13, Vers 15 steht, wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Unser Lobpreis, unser Zeugnis, unser Gebet, unser Geben ist unser Altar. Und wenn wir diesen Altar bauen, wenn wir heute in der Kirche singen, also es ist nicht einfach Lieder, die wir singen. Es sind nicht einfach Routine, Gewohnheiten. Unser Lobpreis in der Kirche ist nicht zum mal Lücken füllen. Wir haben eine Stunde und wir haben eine Predigt und wir tun ein bisschen Lieder singen, damit ein bisschen Zeit erfüllt ist. Das ist nicht der Sinn vom Lobpreis. Lobpreis in der Kirche ist eine Deklaration, dass Jesus ist der Herr. In dem Ort, in dieser Kirche, in meinem Herz, in dem Stadt, da wo ich bin, er ist der Herr und nur er allein. Unser Lobpreis sagt, ich gehöre ihm und keine anderen Götzen sind da willkommen. Keine anderen Götzen, Gott, haben da einen Raum. Ich gehöre Gott, allmächtige Jahwe, und er ist mein Gott. Das ist ein Altar, den ich baue. Und alle anderen in unsichtbarer Welt dürfen das sehen. Ich gehöre ihm. Ich bin sie und ich will seinen Namen gross machen. Und manchmal, es fällt uns schwer. Manchmal, wir gehen in eine Gewohnheit rein mit Lobpreis.
Manchmal, wir haben einfach kein Gefühl vom Lobpreis. Ich will nicht jetzt gerade anbeten. Und doch in diesem Moment ist ein Opfer. Es kostet etwas. Wir bringen heute, wir zahlen nicht zahlen für ein Schaf oder Rind. Wir nehmen das, was wir haben, unser Stein und Erde. Was ist der Stein und Erde? Es kann Geld sein, es kann Zeit sein, es kann Hände sein. Das ist mein Stein, das ist meine Erde. Mehr habe ich nicht, es ist mein Herz. Und manchmal tue ich meine Hände aufheben, obwohl mein Herz schwer ist. Das ist mein Opfer. Manchmal bringe ich Geld, obwohl ich zu wenig habe. Das ist mein Opfer. Ich baue einen Altar mit das, was ich habe. Weil die Verheißung gilt auch heute. Bau mir einen Altar, wo ich meines Namens gedenken lasse. Und frage dich, hat Gott seinen Namen gedenken lassen? Kann man das so auf Deutsch sagen? Erinnerst du dich an eine Zeit, wo Gott dich begegnet hat, geheilt hat, vergeben hat, antwortet hat? Vielleicht hast du gebetet vor einer von den Familienmitgliedern und sie haben Jesus kennenlernen. Aber er ist einfach erschienen. Und dann kommst du in den Lobpreis und sagst, Gott hat mich begegnet, Gott hat meine Familie begegnet, er hat mal mich geheilt, er hat mich antwortet. Und ich lobe ihn dafür. An dem Ort, wo du dich an Gottes Namen erinnerst, kommt er wieder. Das ist das Spannende. Er kommt wieder. Er offenbart sich wieder. Er kommt mit Segen. Er kommt mit Heilung. Er kommt mit Offenbarung. Wenn du da bist und sagst, ich erlebe nicht, dann meine liebe Gemeinde, fang an Gott anbeten. Ich spüre Gott nicht. Fang an Gott anbeten. Ich sehe ihn nicht. Fang ihn anbeten. Bau einen Altar. Ja, aber er ist nicht da. Dann bau einen Altar. Ja, aber er hat nicht geheilt. Dann bau einen Altar und programmiere ihn und schau, was er wird in deinem Leben machen. Warte nicht, bis erst, wenn er, dann. Nein, bau einen Altar. Bau deinen Altar. Erhebe deine Stimme. Erhebe deine Hände. Das ist nicht Schauspieler. Das ist eine Haltung vom Herz, eine heilige Hingabe, die sagt, Jesus ist der Herr, er herrscht, er regiert, ich gehöre ihm und er allein. So lass uns heute proklamieren, der Herr, er ist Gott. Lass uns einen Altar bauen durch unseren Lobpreis heute. Auch wenn unser Herz schwer ist, lass uns erinnern, an wer Gott ist und was er gemacht hat. Und ich bin überzeugt, er hat etwas in deinem Leben gemacht. Lass uns proklamieren, lass uns ein Opfer bringen. Wir singen das Lied und ich werde beten, dass wir aufstehen. Ich lese die Vers vom 1. Könige. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Kann ich euch bitten, etwas machen mit mir zusammen? Kann mir als Kirche einen Altar bauen, indem wir aufstehen und Vers 39 zusammen laut lesen. Lass uns Vers 39 miteinander proklamieren, nicht nur lesen. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Glaubst du, dass der Herr allein Gott ist? Lass uns den Altar bauen heute Morgen und sagen, der Herr allein ist Gott. Kann man das nochmal sagen, der Herr allein ist Gott. Der Herr allein. Lass uns das proklamieren. Der Herr allein. Halleluja, der Herr allein ist Gott. Über deine Situation, über dein Leben, über deine schwere Herz, über deine Familie, deine Kinder, deine Beziehungen, über deine Arbeit, über die Zukunft, das, was du kennst, das, was du nicht kennst. Der Herr allein ist Gott.
Und ihn werden wir heute arbeiten, ihn werden wir programmieren und deklarieren, ob wir sehen oder nicht, ob wir leben oder nicht, ob wir kennen oder nicht. Er ist Gott. Keine anderen Götzen sind da willkommen, keine Angst, keine Sorge. Ist heute da willkommen, weil der Herr allein ist Gott. Und wir vertrauen und wir geben da mit voller Hingabe. Und wir erheben seinen Namen, weil der Herr allein ist Gott. Und wir beten ihn an, weil er ist würdig und er ist gut und er ist Gott. Lass uns nochmal sagen, der Herr allein ist Gott.